Als nächstes begrüßen wir Herrn Meng Huang. Er ist ein chinesischer zeitgenössischer Maler und möchte sich gerne selber vorstellen. Übersetzt wird er von Frau Xiao Qingsu. Dalai Lama, 尊者生日快乐 Eure Heiligkeit Dalai Lama, Happy Birthday. 各位朋友，大家好，很高兴今天能够来到这里。 Liebe Freunde, ich freue mich, hier sein zu dürfen. 我叫孟黄，我是一个画家。 Mein Name ist Meng Huang, ich bin Künstler, ich male. 20多年前，我大学毕业，开始独立创作。面对一张空白的画布，我一片茫然。我逐渐意识到，对自身以及这个世界完全没有个人的看法和判断，我必须进行自我教育。 Als ich vor mehr als 20 Jahren die Universität in China verlassen habe und anfing, selbstständig zu arbeiten, stand ich vor einer großen weißen Leinwand und wusste nicht weiter. Langsam wurde mir klar, dass ich gar kein Urteilsvermögen über mich und die Welt habe und ich mich selbst ausbilden muss. 于是，在1995年，我从北京出发开始漫游，过黄河，上黄土高原，途经西安、兰州，然后来到青海湖、格尔木，翻越昆仑山、唐古拉山，夜晚进入圣城拉萨。一路上，让我感到最为震撼的就是西藏的风景。 Deshalb verließ ich 1995 Peking und ging auf eine lange Reise. Ich überquerte den Gelben Fluss, stieg auf das Löss-Plateau in Nordwestchina, besuchte die Stadt Xi'an und Lanzhou, nahm die Route entlang des Konkono-Sees, der Stadt Golmund, der Kunlun und der Hangula-Gebirge. In einer Nacht erreichte ich die heilige Stadt Lhasa. Aber das, was mich auf der Reise am meisten ergriffen hat, war die Landschaft Tibets. 风景和人一样，不仅有它的表情和气质，而且还能显现出它独特的历史。我站在那广阔的土地上，强烈的阳光下，面对神秘的雪峰、翻卷的云层和奔腾的河水，专心写生。表面上，我在塑造我看到的风景，事实上是西藏的风景在塑造我的心灵。于是，我成了一个喜欢描绘风景的画家。 Landschaften sind wie Menschen. Sie haben nicht nur ihre eigene Physiognomie, ihr eigenes Temperament, sie zeigen auch ihre eigene Geschichte. Ich stand in dem weiten Land und malte die mystischen Schneeberge, die ziehenden Wolkenmassen und die brausenden Flüsse im intensiven Sonnenlicht. Von außen betrachtet wirkt es so, als ob ich die Landschaft, die ich vor mir sah, gestaltete. Es war aber die Landschaft Tibets, die meine Seele formte. Deshalb bin ich ein Maler geworden, der gerne Landschaften malt. 亲爱的达赖喇嘛尊者，今天我有幸站在这里向您祝寿，可我的那些藏人朋友却在绝望地盼望着能够在今生今世亲眼见上您一面。请允许我道出其中几位的名字，并送上他们对您的崇敬和祝福。他们是白洁、冷崩才让、朱妈和我最好的朋友，作家次仁维瑟。 Eure Heiligkeit, ich habe heute die Ehre, vor euch zu stehen. Während ich euch hier zum Geburtstag gratuliere, warten meine tibetischen Freunde in der Heimat verzweifelt darauf, euch in ihrem Leben ein einziges Mal sehen zu können. Bitte erlaubt mir, einige Namen zu nennen und euch ihre Anbetung und Glückwünsche zu übermitteln. Es sind Paiki, Lumbu Tsering, Döma und meine beste Freundin, die Schriftstellerin Tsering Büsse.
您或许还记得画家安多强爸爸。第一次在拉萨，我便有幸到他家拜访，他正在画有布达拉宫的风景。我问老人家画了多长时间，他告诉我3个月还没画完。每次画画之前要洗手、雍经、磕长头，然后打双盘开始画。从此我得到了一个信心，这就是当你开始画画的时候，必须要有足够的真诚，除此之外别无他路。Erinnert ihr euch vielleicht noch an euren Maler Amdo Jampa? Ich hatte das Glück, ihn zu Hause zu besuchen, als ich zum ersten Mal in Lhasa war. Er malte gerade an einer Landschaft, in der Potala-Palast zu sehen war. Ich fragte ihn, seit wann er an diesem Bild malte. Er antwortete, schon seit 3 Monaten und ich bin immer noch nicht fertig. Jedes Mal, bevor ich male, wasche ich meine Hände, rezitiere Mandalas und mache lange Kotaus. Dann nehme ich den Lotussitz ein und beginne zu malen. Seitdem weiß ich, wenn du anfängst zu malen, musst du aufrichtig sein. Das ist der einzige Weg. 亲爱的达赖喇嘛尊者，在我身旁是我画的5座塔，中间的是西藏的塔，旁边的是汉地的塔，画的名字叫“对不起”。 Eure Heiligkeit, auf den Bildern, die neben mir stehen, habe ich 5 Pagoden gemalt. In der Mitte einen tibetischen Stupa. Neben ihm stehen chinesische Pagoden. Der Titel dieser Arbeit heißt Entschuldigung.在这个于我而言意义重大的时刻，这些画儿早已不是一道风景。我在此以一个汉人的身份，对您和您的同胞自1959年以来所遭受的苦难，真切地说对不起。我将继续为藏汉友谊尽我的微薄之力。 In diesem Moment, der für mich von großer Bedeutung ist, sind diese Bilder mehr als nur eine Landschaft. Ich möchte hier als Han-Chinese wegen des Leids, das ihr, eure Landsleute, seit 1959 erfahren haben, aufrichtig und inständig sagen, es tut mir leid. Ich werde die tibetisch-chinesische Freundschaft alles tun, was in meiner Kraft steht.